Hallo Leute, Samstag. Wer von euch hat ein Video gemacht? Ich würde ja gern, aber meine Mama hat gesagt, wenn ich meinen Saustall nicht aufräume, dann darf ich nicht mehr raus. Ich habe leider keine Zeit. Mein Problem ist, ich habe mir so wehgetan beim Gitarre spielen. Ich mache heute gar nichts mehr. Guckt mal, aua. OT kommt sofort, steht aber, was tut es, weil mein Akku ist gleich. Mano, alles muss man selber machen. Herzlich willkommen zu Fragen, die zu fragen sich bislang keiner traute, weil alle eher Angst vor der Antwort haben. Oder kurz FDZFSBKTWAEAVDAH Show. Ja, servus ihr Bube. Also ganz ehrlich, dass ihr vor 2 Jahren bei uns in Frankenstein waren und mit uns für eine gute Sache gekämpft habt, davor ziehe ich noch alle Hüte, die ich auch nur zur Verfügung habe. Und nicht umsonst hängt auch das Plakat von damals noch da bei uns im Lärmlabor. Aber was mich jetzt mal interessiert ist, was waren dann so euer schönste Konzerterlebnisse? Das trage ich immer noch da bei mir, aber ihr habt bestimmt auch erstens ganz andere und auch ganz viele. Was war dann eins von euren geilsten Konzerterlebnisse? Das würde mich interessieren. Besondere Erlebnisse bei Konzerten. Also wenn ich in die Neuzeit gehe, das heißt bei mir Feinrap, ist natürlich ganz besonders der erste Gig, den ich mit den Jungs gespielt habe in Herxheim, weil das erste Mal Feinrap und überhaupt. Konfus war irgendein Landauer Sommer, Alter, weil da hatten die Jungs von der Technik mich so brutal abgefüllt, dass ich glaube ich vorne in die Bühne beim Verneigen runtergefallen bin und der Harry mich irgendwann in sein Auto entsorgt hat. Wenn ich auf allgemein mein Leben zurückblicke, da war sau viel, aber Highlight war 2005 Rock am Ring, Green Day. Wie ich da auf die Bühne konnte, durfte, geholt wurde. Abgefahren, Rock am Ring oben natürlich dick. Gesehene Konzerte Foo Fighters oder AC/DC Hocken am Ring. Da hatte ich nämlich 2-mal so ein geiles Ticket, dass ich oben in die Lounge durfte. Und so brutal betrunken schon wieder war. Ich trinke zu viel. Danke für die Frage. Ja, was mich nach dem schlechtesten Konzert gefragt hätte, das hätte ich eher gewusst. Das war vor viele Jahren ein Guano Apes Konzert. Das war da, bevor sie sich das erste Mal aufgelöst haben. Da waren sie sich schon nicht mehr so grün miteinander, die ganze Bandmitglieder. Das hat man auf der Bühne gemerkt. Die haben sich fast über den Haufen gerannt und keiner hat auf den anderen geachtet und das war ziemlich doof. Aber im Gegenzug dazu war eine Vorband dabei, die hieß Blind und die war so dermaßen affengeil. Ne? Jetzt musste ich natürlich mal googeln und die haben sich aufgelöst. Das gibt's ja wohl nicht. Auf jeden Fall war das gleichzeitig mein schlechtestes und auch mein bestes. Also eins von der Beste, zumindest eins von denen, wo ich mich am längsten daran erinnere. Und das beste Konzert, beeindruckendste, nachhaltigste, wie auch immer, war tatsächlich von so einer Pelzer Band, die bescheuert genug waren, um nach Wales zu fliegen für einen Auftritt von einer Stunde. Keine Ahnung, wer das war, aber ich war dabei und das war richtig geil. Ja, das ist eine sehr interessante Frage, vor allen Dingen, weil es einen sehr weit unter Umständen in die Vergangenheit zurückbringt. Das beeindruckendste Konzerterlebnis bei mir war 1991, 3 Tage vor meinem 14. Geburtstag. Mannheim, Maimarkt-Gelände, Guns N' Roses. Das war so ziemlich das Größte, was ich mir habe vorstellen können zu dem damaligen Zeitpunkt und auch jetzt im Nachhinein. Eins von der größten Erlebnisse, es waren Tausende von Leuten. Wir waren mittags um 1 oder sowas schon dort. Das Konzert ging aber erst, was weiß ich, um 9 Uhr abends los oder so. Ich weiß nicht, was wir gedacht haben. Wahrscheinlich wollten wir bis ganz vor an die Bühne. Würde ich heute auch nicht mehr machen. Aber was es wohl zum beeindruckendsten Erlebnis gemacht hat, war, dass ich die ganze Zeit mal viel zu kleine Cowboy-Stiefel angehabt habe, die damals einfach hätten sein müssen. Warum auch immer. Das hat das Ganze zu einer sehr nachhaltige Geschichte gemacht, weil ich konnte mich noch sehr lange dran erinnern, wenn ich mir Blaue See auch geguckt habe. Ach, was macht ihr da? Er wollte bestimmt die Antwort wissen, oder? Von der Frage. Also, mein schönste Erlebnis auf dem Konzert war natürlich der Auftritt mit Roger Chapman zusammen. Dreimal dürft ihr raten, für die Leute, die damals nicht dabei waren, wer die Vorband war, wir oder Roger Chapman. Und, wisst ihr das? Natürlich, Roger Chapman war die Vorband von uns. Das war eins wirklich von meinen besten und schönsten Erlebnissen. In diesem Sinne, wir hoffen, dass es bald vorbei ist und wir wieder zusammen rocken können. Rock'n'Roll. Bleibt gesund. Ciao. Ich mach mal weiter, ich muss nämlich auf die Arbeit. www.quatschkopf.de Ach so, palzrock.de